de Joseph an nech mir sinn op der Sicht nur engem ganz spezielle Bodem. Da das net ganz ungefeierlich an dofir hunnnechte Joseph eben hai an der Linkt. Pass gut op. Wir sind am Nordwesten vu Lützeburg am Meisleg net weide wäch vun der Belscher Grenz. An der heute wo mal lo grad ginn, dat das een vun de lächten Mauren am Land. E Mauer an Deutschland so se e Moor kinne noch so eng Supp. Joseph, das ist ein Platz, der am Fungo dat ganz Joriwer am Wasser steht. Genau, an die Platz, wo wir heilo stehen, die wird Wibbelplatz genannt. Weil das ist so etwas wie ein Pflanzenteppich, den op engem See ist eigentlich. An hier sind ein paar Plätze, wo ich gut kann stehen, an anderen Plätzen, wo ich kann angehen. An hier willst du eine Bodenprobe holen? Genau, und ich will gucken, was passiert, wann ihn an so einem Moor angeht. Was Press? Ja. Oh, krass. Krass. Weder gesit hunnech überlebt. Mei wéi ich rauskommen sinn, dat verrodennech mich spät. Voilà. Am engem Experiment vun Haut gehtt de Bulli, den an de Mooren dran ass. Dat ass ein Torf. Et kann en zwar am Torf steche bleiwen, méi ënner goen ass net méiglech. An dofir ginn gëtt de gute Grund. Mir Mënschen mir bestehen hauptsächlich aus Wasser, mir sinn bësse mi kompakt wie Wasser. Aber mir all als Luft als Lungen rauslassen, da gi mir am Wasser ënner. Am Salzwasser par contre, und das kennen die Leute, die schon mal länger im Dodischen Meer waren, du geht nicht ënner. Das fällt Salzwasser viel mehr dicht aus, das ist mehr kompakt und das ist, du hast mir mehr Obdrift nach oben. Und selbst ist das an einem Mauer. Ein Mauer ist noch viel mehr dicht und du kannst ihn einfach nicht ënner gehen. Und dasselbe das gilt übrigens auch für Dreifsand oder all anderen biblischen Hintergrund. Mei fir dreis rauszukommen ass trotzdem schwer. De Bulli aus dem Moor ass aber alles ernstcht wie langweilig. Gärtner a Whiskykenner schätzenen, méi en intakt Moorgebiet spielt auch eng immens wichtig Rolle an eisem Ökosystem. An dat hunn ich mal vun enger Biologin erkläre los. Cool. Und wir sind hier in einem Gebiet, das von der Natur nimmt, weil es eine Halle gibt, weil hier wirklich ganz besondere Pflanzen und Tiere vorkommen, die es wirklich nicht mehr oft zu Lützeburg gibt. Okay, dann gucken. Oh, guck hier, das Sumpfblutauge. Das ist eine ganz typische Pflanze von den Mooren hier zu Lützeburg. Okay. Und was ist heute noch den Torfmoos? Ja genau, Joseph. Das ist das Moos, was ein Torf bildet. Und der Torf, das ist den Boden, den wir hier in der Face sind. Ja. Genau, korrekt. Also wir holen hier eine Bodenprobe. Und hier gesagt, die lauter unzersaate Pflanzendeler. Das liegt darunter, dass der Moor ganz schön unter Wasser steht und die mikrobielle Aktivität die Pflanzendeler nicht gut zersetzen kann. Das blöser Lösbild sich dann Torf. Das geht ganz los, ungefähr 1 mm im Jahr. Das heißt, von den 1 Meter gehen gucken, da werden den 1000 Jahre alt. Ah ja, okay, krass. Das Teil ist so ein Stück Torf, gedröschend und gepresst. Und das ist auf vielen Hinsichten ähnlich wie normale Boden, weil hier sind auch die ganz Moos- und Pflanzenreste, die am Moor versorgt sind, dran konserviert. Und dadurch ist auch noch der ganze Kohlenstoff von den Pflanzen, das heißt die ganze Energie, an diesem Torf mit dran. Das heißt, der Torf den ist ähnlich wie Kohl. Und das ist auch brennbar. An Freier gouf auch zu Lützeburg mam Torf gehëtzt. Allerdings huet dat relativ viel Damp a viel Gestank gemacht. Haut ist das, gëtt aber nach a Schottland de gekenkten Geest mam Torf gereichtert, fir dann so besonnech torflastig Whisky zu kräen. So ein torfischer Whisky, das ist etwas Besonderes. Den Torf ist aber nicht nur brennbar, aber kann auch enorme Quantitäten Wasser absaugen, wie in hier am Zeitraffer gesagt. Der Boden der geht immens luftig, aber bei der idealen Behandlung kriegt den idealen Pflanzenboden. Und durch die Torfmoosfasern hält der Boden en plus immens gut zusammen, sodass er kein Dipsche braucht.
Me des Eigenschaften sind de Moorer weltweit zum Verhängnis gehen. Gärtner a Pflanzenziechter weltweit verschaffen enorm Quantitäten Torf. Riesig Moorflächen goufen Drösche gelöscht an so komplett zerstört. Zreck bleiben riesig Plakespurdemflächen. An dummer da net genug. Den Torf, den iwwer tausende von Jahren innner Wasser gespeichert war, den ass lo in der Luft. An hai können lo Mikroben Druck kommen an den Essen. An dabei entsteht den Klimagas CO2. Den Torf, so am Pflanzenboden, ass also mat schuld Klimawandel. Et as fossile Brennstoff so wie Braunkohl och. Besser et lesen den Torf also am Moor, a fir ze Gärtnerin geht den iwwer op torffreie Alternativen wie das zum Beispiel. Und die sind noch gut. An engem intakte Moor gëtt dat meescht, wat ofstift, am Moor gespeichert. Obwohl Mooren nëmmen eng Klangflasch op der Welt anholen, sind se aber offizielle Berechnungen no méi groß CO2-Speicher wie alle gut Bëcher. Moore schützen as also e wichtigsche Bestandteil vom Klimaschutz. Me sie sind hawer kein ideal Wanderwehr. Also so déi der Titan am Moor wäre Schnitt, wann ich mich Schnitt selber lo bisssen raufgezogen hat. Me ich muss schon so, obwohl ich weiß, dass ich nicht kann innergehen aus der Titan, trotzdem eine ganz bedrohliche, komische Situation. Und ich versuche herauszukommen, aber wenn ich lo Fuß raufziehe, da blockiert den und da geht den anderen Fuß raufgedrückt. Und dafür mengt den, das geht wieder raufgezogen. Dat gefährlich an so Situationen als wann e panikiert. An am kahle Wasser fährt dat so, dat e schwach gëtt an den erkilt und dann net mir rauskënnt. Me schielt den Olivier dabei, dem ich am Notfall retten kann. Also, den Trick für herauszukommen, als es für sich möglich platt zu lernen und da ganz los Face rauszuziehen. Ganz los. Das ist mir einfach gesund gemacht. Nicht panikieren. Oh, bravo Joseph. Da komm, hopp, hopp, Mathe, alle, komm. Nee, das war als Lastbodenprof für diese Pisa auf pisa.rtl.lu. Da sind Reportage von diesem Pisa, wer gewinnt von der Lo und online. Erste Mat von uns zwei nach ganz schöne Rest vom Sonntagabend, bis geschwunneren. Ciao.